Bonjour Elville, das ist so ein Begrüßungsritual in Madagaskar. Bolazara, hallo, wie geht's? Geht gut, merci. Bist du tanzen gestern? Nein, ich habe es easy genommen. So, das ist der Text. Also, aber das sagt man einander, wie Joe, wie geht's? So wie wir das hier machen. Aber das gibt einfach wirklich es ist ein Ritual. Bolazara, Bolazara. Nouveau, Gisvovo, Inumaresaka, Manginfu. Bolazara, Bolazara, Nouveau, Gisvovo, Inumaresaka, Manginfu, 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 So, das ist so für Gespräche an dort. Und der war überhaupt nicht auf dem Radar, als wir angefangen haben, über die MTV-Geschichte nachzudenken. Und dann ist der Endo Scherer gekommen, der Stimmakrobat, eine unglaublich grosse Nummer im Jazz. In der Jazzszene sehr hoch respektiert, in der populären musikalischen Szene eher unbekannt oder überhaupt nicht bekannt. Aber eine Seele von einem Menschen, ganz feinen und kreativen und lebendigen, humorvollen Mensch mit viel Esprit. Und er ist gekommen und gesagt, hey, das würde ich sehr gerne machen. Ich würde extrem gerne so eine kleine Farbe reinbringen. Und dann hat er dort hier Beatbox-mässig, es ist unglaublich, der singt Melodien und macht nebendran Rhythm. Es war so geil. Und dann haben wir die Bolazara-Geschichte im Chor miteinander performt. Das war so ein lustiger Moment. Ich bin immer fast verreckt. Und es ist so etwas, was sich nie gleich entwickelt hat. Es ist ganz geschmeidig. Es ist wirklich wie improvisiert. Wir haben nur gewusst, dass wir dann irgendwann das Begrüßungsritual machen. Und er gibt den Beat hinten dran. So, einfach verspielt, lustig, easy. Und hat natürlich eine super schöne Überleitung gemacht zum nächsten Gast, der Olombelo Riki, ein Star in Madagaskar, ein Freund, wir haben miteinander zu tun gehabt, das erste Mal 1994. Wir sind auf eine, ich glaube, nein, stimmt gar nicht, 95, ja, sind auf eine Tournee gegangen mit madagassischen Musikern. Und das ist so die Freundschaft, die wirklich geblieben ist, wo wir immer wieder, ja, also, ich kann das schon sagen, der Krigu und ich, also der Krigu, der Manager, der äußerste Minister, und ich, wir haben den Riki unterstützt, finanziell mit einem Schulprojekt, mit einer Musikschule in Madagaskar. Und sie waren wegen dem auch immer in Kontakt gewesen. Wir schicken Instrumente ab oder Geld. Und die Schule läuft. Und das ist etwas, was uns irgendwie wahnsinnig Freude macht. Und er schickt uns immer wieder Filme und Bilder, wo du siehst, wie in dieser Schule gearbeitet wird, wie die Kinder. Ja, ich weiss, wir haben das nie an die grosse Glocke gehängt, aber jetzt sage ich es halt einfach mal. Das ist so unser Herzding, wo wir in Verbindung sind geblieben miteinander. Und als wir dann auf Tour waren, haben wir diesen Song gut und gern miteinander gemacht. Und er hat einen madagassischen Text geschrieben, aufgrund von dem, was ich ihm erklärt habe, was im Text passiert auf der berndeutschen Ebene. Und er hat das dann auf seine Art interpretiert. Und er sagt, er sei sehr stark bei meinen Bildern geblieben. Aber ich weiss es nicht. Vielleicht sagt er auch der dicke, junge Schweizer Musiker da neben mir. Der sieht blöd aus. Oder? Also, der kann singen, was er will, das versteht niemand. Oder? Und das ist gut und gern auf die madagassische. So, er spielt den offenbar immer noch, wenn er in Madagaskar auf Tournee ist, spielt er den Song seit 25 Jahren immer noch.